Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. So, in der Episode heute sind wir, wie wir ja sehen, an den 2 Tagen relativ gut beschäftigt mit nix und erst in der nächsten Episode über mal heute Willi Geburtstag. So, die meisten Städte haben einen Kalender der Jahreszeiten vor ihrem Gemischtwarenladen. Ja, das haben wir schon und haben wir sogar im Heisel drin. Okay, hier sieht es jetzt aber auch mittlerweile ziemlich olver aus. Ja, ich habe gestern vergessen, den Hinkelstall abzuschließen. Tja, der Gertrud geht's super. Die Traudel hat sich anscheinend auch prima entwickelt. Das heißt, wir können heute, nachdem der Stall fertig ist, sogar ein paar Kühe-Ei-Kafer. Das finde ich doch super. So, du bist als einzige noch drin, Gudrun. Gutes Hinkel. So, dann rein mit dir. 2 große Eier haben wir wieder. Und ein kleines. Wenn wir ein großes braunes Ei haben, dann können wir da auch wieder ein bisschen unsere Sammlung im Gemeindezentrum erweitern. Perfekt. So, jetzt machen wir erstmal den Kruscht hier weg. Das vermoderte Zeug wollen wir nicht. Und okay, das Tor ist hier. Hebe ich mal so weit auf, bis wir wieder der Städtzaun drum gebastelt haben. Bierle ist auch wieder gut. Das heißt, das nächste Bierle kann eigentlich auch wieder gebraut werden. Das heben wir mal auf. Können wir immer mal wieder Pam oder so geben. Wenn wir mal zwischendrin ein gutes Geschenk für die gute Frau brauchen. So. Da ist ziemlich fauli Melone dazwischen, wie ich sehe. Die ist ziemlich langsam. Aber manche Pflanzen entwickeln sich halt besser als andere. Beziehungsweise schneller. Tja. Die Hinkle machen hier Battle. Gudrun und Gertrud kloppen sich hier die ganze Zeit gegenseitig auf den Schnabel. So, da. Ja, der Zaun ist eigentlich auch relativ bald erledigt. Deswegen sollten wir da eigentlich schon dran arbeiten, dass wir den nächsten Städtzaun außenrum noch hinkriegen. So, da. Apropos All. Unser Gießkanne ist auch wieder All. So, das Tor möchte ich auch wieder haben. Das legt man nämlich gleich mal zum anderen mit dazu. Boing. So. Perfekt. Boah, es ist jetzt der 3. Juni. 2 Tage noch meiner nächsten Aufnahme. Und am 1. Juni war es noch so schön gewittrig über Nacht. Und es hat mal wieder einigermaßen abgekühlt. Und jetzt ist heute wieder das genaue Gegenteil. Die Sonne brezelt wieder runter wie Sau. Und ich hocke hier eigentlich in der Unterbuchse mit dem nasser, kalten Handtuch im Nacken, damit ich es einigermaßen aushalte. Es ist die Hölle wieder. Wie brutal sich hier in der Vorderpfalz das Wetter als ändert, ist echt übel. Ich wünsche, ich hätte jetzt auch so schön die Gießkanne in der Gosch. Also zumindest das Wasser von der Gießkanne, die Gießkanne selber. Das wäre ein bisschen crank. So. Alle Hauptfehler natürlich nochmal verreckerles vom letzten Feld. Das war ja logisch. Aber ich glaube sowieso, Mayo ist gut. Genau. Deswegen hier gerade mal fliegende Wechsel. Leverwasch wird auch noch gestreichelt und reite mit. Söderle, ihr könnt natürlich auch sehr gern, habe ich mal so gedacht, ihr könnt auch sehr gern mal selber Namensvorschläge bringen, wie ich die Tiere nennen soll. Um euch da auch wieder ein bisschen mehr Ei zu beziehen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr selbstverständlich auch die Tierennamen geben. Es steht mich irgendwie selber frei. Wenn so die kreativsten Namen gewinnen und ich dementsprechend dann auch die Tiere so benennen, wie ihr sie mir vorschlagt. Können mal liebend gern Ei führen, wenn ihr das wollt und mitmachen wollt so dabei. So. Oh Gott. Gewitter, allein hier fliegen die Blaubeere rum, das gerade so kracht. Aber erstmal so rum. Ich freue mich, wenn wir Gold standardmäßig abbauen können. Da können wir nämlich hier jede Menge von den Qualitätssprinkler machen, bis wir zu den Iridium-Sprenkler kommen. Weil diese Iridium-Sprenkler, die sind dann richtig geil. Die bewässern 24 Felder und ich habe hier schon in weiser Voraussicht 24 Felder gemacht. Pro einzelnem Beet. Das heißt, dann bin ich definitiv befreit von meiner Gießpflicht. Da muss ich nur noch bei dem Gewächshaus gucken, wie ich das noch mache. So, ja. Wasserhämmer.
Mit unserem super moderne Brunne hier. Und weiter geht's. So. Apropos, die Mucke geht natürlich auch wieder weiter. Fängt sofort wieder von vorne an. Und weiter geht's. Erstmal Abernte. Aber ich denke, wenn wir hier gut Hopfeernte machen, dann haben wir auf jeden Fall auch wieder ein paar Reserve, dass wir immer mal wieder Bier brauen können. Das ist auch nie verkehrt. Wenn wir ein paar mehr Fässer irgendwann mal bauen können, dann können wir auch standardmäßig mehr Bier und mit Weintraube natürlich auch mehr Wein. Und mit Früchte kann man auch Wein machen. Das heißt, unser Blaubeere und so könnten uns dann zugutekommen, dass wir mal einen Blaubeerwein und so machen. So, habe ich richtig gehört. Und das letzte Ei kommt auch wieder rein. Können wir sofort verknüpfen mit Gießkannen. Und weiter geht's. Na, wenn uns die Vegetation mal durchlassen geht. So. Radieselfeld. Ist dann mal wieder das letzte bei uns. So. Heidewitzka. Okay. Sieht soweit alles ganz ordentlich aus. Ich überlege nur gerade, was wir heute noch machen könnten. Mit der bisschen Energie, die wir noch haben. So. Okay. Auf jeden Fall sollten wir zum Mani gehen und noch ein paar Kühe kaufen. Am besten 2 Stück. Kosten ja auch wieder ein bisschen was, die Tiere. So, das geht weg. Das geht weg. Die gehen auch alle fort. Und das heben wir auf. Ups, das heben wir erstmal auf. Das kommt hier wieder rein. So, Gertrud. Halt die Stellung. Wir gehen dann Richtung Süden weiter. Aber für die 2 Kühe habe ich jetzt auf jeden Fall schon eine Idee. Aber alle zukünftige Tiere dürft ihr selbstverständlich Namen geben. Wenn ihr mitmachen wollt, gebt einfach Bescheid in die Kommentare. Schreiben irgendwelche Namen, die ihr gern hätten für die Tiere. Weil ansonsten benenne ich sie alle pelzig. Es sind ja meistens Frauen oder weibliche Tiere, Milchkühe und Henne und so weiter. Mist, Mani ist gerade in dem Geschäft. Ja, ich liebe Tiere, Herr Ackermann, natürlich. Moje ist auch nicht da. Moje macht sehr Gymnastik. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Also, die Kuh würde ich ganz gern Elsa nennen. Zumindest Annie. Und die zweite bin ich gerade im Überlecker. Zieg, den ich eigentlich ganz gern Gretel nenne. Aber ich kann auch eine Kuh Gretel nennen. Das ist kein Problem. Aber die Kuh Elsa, das ist sowas, das muss einfach sein. Vielleicht ist er jetzt im Geschäft. Hätte ich früher kommen sollen. Cheater. Okay, dann machen wir was anderes. Wir gehen mal wieder in den Wald rein. Und gucken mal, ob wir da eine Runde angeln können. Und noch was anderes Besonderes holen können. Also der Waldspringer ist uns da auf jeden Fall sicher in dem Gebiet. Moment, ich sollte mal vielleicht wieder auf den Holzhammer wechseln. Falls uns wieder Kreaturen entgegenhupsen. 28, ja, ein bisschen angeln können wir auf jeden Fall. Aber Hartholz haben wir ja definitiv immer zur Verfügung. Das ist natürlich sehr dankbar, dass man immer Hartholzquelle hat. So, hier außenrum mache ich auch noch platt. Bevor die Creatures mich hier immens stören, während ich angel. So, sieht doch gut aus. Keine Blubberblose oder ähnliches. Dann schmeißt die Angel raus, Ackermann. 20 Energie haben wir noch. Gut, gucken wir doch mal, was abbeißt. Ja, Strauß fahren könnte ich mir theoretisch auch noch eine Petze, aber ob das sein muss, ja, ich bin langsam erschöpft, das ist mir schon klar. Aber die Grünalge kann ich mal neid sicher. Ach, wenn du nur was abbeißen würde, top. Ja. Petz das nahe. Schmeckt bestimmt hervorragend, das Zeug. Und reite mit. Vielleicht sollte ich mal einen anderen Ort suchen, wo ich die Angel reinschmeiße. Vielleicht von da aus, dass ich hier den Stern oder so treffe. Nur Dreck hier drin. Jawohl. Ja, zum Stern habe ich es jetzt leider nicht gepackt. Aber immer hier. So kann man seine Energie natürlich auch verschwenden, ne? Komm schon.
Irgendein Fisch wenigstens zur Ehre-Rettung. Okay. Ups. Wahrscheinlich ist es ein Karpfer oder so. Ich rechne immer damit, dass so ein Monsterfisch rauskommt. Deswegen ziehe ich meistens wie ein Ochs an der Angel. Aber das wird jetzt wahrscheinlich nur ein Rekordkarpfen von 84 oder 94 Zentimeter. Bei uns im Dorf wird ja das Karpferfest gefeiert, weil bei uns am Altrei die Karpfer relativ gut beißen. Nichtsdestotrotz finde ich persönlich Karpfer vom Geschmack etwas zu schlammig, etwas zu unedel vom Geschmack. Deswegen sind Karpfer nicht gerade unbedingt so mein Fischer. Zumal ich da sowieso sehr mäkelig bin, was Fische angeht. Ich esse nicht jeden Fisch. Thunfisch, Schwertfisch und Lachs mag ich eigentlich ganz gern. Mahi-Mahi ist auch nicht schlecht. Das schmeckt wie Steak. Ist auch ziemlich geil. So. Ah ja, da ist noch ein Ahornsirup. Gut. Ja, der ist leider etwas von unserem Sichtfeld entfernt. Deswegen habe ich das nicht immer auf dem Schirm, wenn du was isst. Ah ja, Motto. Pershing, Brombeer und Gewürzbeer. Das klingt gut. Mayo ist 8 durch. Wischt was? Ups. Ja, die Hinkle sind im Stall. Das ist schon mal nicht schlecht. Wischt was? Warte mal, halte mal den Gaul an. Wir machen erst einmal das Zeug rein, wo es hingehört. So, da ist der Dreck schon mal fort. Der ist woanders drin. Straußfahren haben wir hier. Wir heben uns einfach nochmal so einer auf. Und Reikan, die Qualitätsmayo, die Gewürzbeere und der Karpfen. Dann gehen wir jetzt nämlich nochmal mit dem ja, da ist er doch. Mit dem Mohn im Gepäck gehen wir jetzt nämlich nochmal zum Gemeindezentrum und sorgen dafür, dass wir noch ein bisschen was auffüllen, da. Und schon fast der Melodie, wenn der Kerl läuft. So. Ups, ich wollte nämlich die Axt, ich wollte Hammer auswählen, weil falls ich mal aus Versehen hier fit der linksklickerig macht, dann verschwende ich wenigstens keine Energie dabei. So, da. Also, ab ins Gemeindezentrum, da können wir wenigstens das noch machen. Da weiß ich es auf jeden Fall ganz bestimmt. Das war bei Koch. Genau, da wollten sie Mohn haben. Es ist nicht exakt dieselbe Färbung, aber es wird auch genommen. Gut, Spiegelei, da brauchen wir die Küche dafür. Die Maki-Rolle, da brauchen wir einen Fisch, egal was für einer. Und Trüffel kriegen wir erst, wenn wir Wutz haben. Also, das dauert alles noch ein Weilchen. Da war doch noch was mit Handwerker. Wenn mich das alles täuscht. Genau, da hätten wir nämlich Pershing gebraucht. So. Gelee können wir später auch herstellen. Honig sollten wir eigentlich auch schon parat haben. Warte mal. Honig. Kann ich das noch nicht machen? Ah ja, aber gerade sagen, das kann ich doch schon. 40, ja, okay. Sollte man vielleicht Ammo machen, dass wir ein bisschen Honig machen können. Da muss ich allerdings erstmal gucken, wie es in unserer Holzreserve aussieht. So, die Müsli-Riegel können wir ja theoretisch auch schon mal lassen. Wenn wir jetzt besonders viel Zeit hätten, würde ich sagen, alles klar, komm, wir schmeißen uns doch noch hier und machen noch ein bisschen Zeug, aber, na. Ja, Erze, Kupfererz, lass mal sei. So dringend nötig haben wir das Geld gerade nicht. Aber, ja, die Zeit verrinnt uns jetzt leider auch mal wieder. Alles kein Thema. Aber je größer die Felder und je weniger Sprinkler wir haben, desto heftiger ist das Ganze halt. Das ist halt leider so. Warte mal, den nehmen wir jetzt einfach mal mit. Dann können wir für die Maki-Rolle mal aufheben. Und, war das denn mit Wildpflaume? Warte mal. Halte mal der Gaul Bündel Tier, Bündel Handwerker. Pflaume. Nee. Okay, dann möchte ich aber noch mal kurz reingucken. Hier wegen unserem Holz. Ja, perfekt. Da können wir auf jeden Fall zu einer herstellen. Brauchen wir noch 8 Kohle, ein Eisenbarre und Ahornsirup. Ein Eisenbarre, den haben wir noch. Der Ehrenbarren. 8 Kohle, das sollte auch ein Thema sein. Die holen wir uns abgezählt. Und ein Ahornsirup. So. Kann man nämlich so Bienenheißel schon mal bauen.
Das Holz kommt wieder rein. Und das Bienenheißel stellen wir hier ans Silo dran. Müssen wir jetzt nur noch warten, bis die Biene hier was bringen. So, Heuballer haben wir theoretisch auch genug für unser Viecher. Und dann würde ich sagen, wir legen uns mal eine Runde ins Bett. Ne? Da steht ja nichts mehr an vom Meier. Also, ab in die Falle, ne? Ja, wir kriegen gut Kohle. Das ist schon mal nicht verkehrt. Blaubeeren sei Dank, würde ich mal sagen. Und jetzt. Aus voller Inbrunst. Wo auch immer der Hahn steckt. So, da muss ich dann hier gucken. Ah, und die Supermusik wieder. Sehr schön. Wie sieht's dann Meier aus? Ah, klar und sonnig. Ich hab's befürchtet. Okay. Ja, der Schampel muss jetzt auch fort. Wir sollten Stäbbrecher so gut wie möglich. So. Okay. Jetzt steht nur noch der Ehrezaun dahinter. Na gut. Also, heute große Stäbbrecher. Damit wir einen Städzaun außenrum noch bauen können. So. Aber die Musik ist doch großartig, oder? Die ist doch echt genial. So, warte mal. Tiere. Ich liebe diese Musik, echt. Ohne Scheiß. Ich kann es nicht oft genug sagen. So, da. Gut. Warte mal. Da ist er ja. Schön. Gut, schön, dass mich durchlöscht. Die Traudel hat noch Arschstand, würde ich sagen. So. Gehen wir hier weiter. Immer schön. Oh, der ist jetzt gerade vor unserer Aare verfault hier, der Zaun, wenn ihr das gesehen habt. Urplötzlich hat er den Geiststoffgeber. Na, aller hopp. Es war ja absehbar, dass der ganze Zaun in kürzester Zeit kaputt geht und vor die Hunde geht. So, dann macht das nochmal kurz. Und zack und weiter geht's. Gut. Ja, ein bisschen Mais ist auch hier wieder gut, war. Und die Hopfenfelder sehen auch gut aus. Der Sommerschmuck entwickelt sich auch soweit ganz gut. Und die Sonnenblume kommt auch wieder raus. Gut. Aller Hopf. Ich überlege gerade, wo ich am besten Stäh schlachte. Stähbruch ist leider noch nicht freigeschaltet. Das wäre natürlich die beste Möglichkeit, an Städtrat zu kommen. Wer hätte es gedacht am Stähbruch, ne? Wunder. So. Dann wieder Nachfüller. Und bevor hier wirklich bald die Unkrautplage ausbricht, sollten wir wirklich noch den Zaun außenrum basteln. Perfekt. Nur mal kurz auffüllen. Ja, genau. Ja, Leverwash weist mir schon Trophäe, dass es absolute Quatsch war, was ich da wieder geschafft habe. Ach, da stehen sie schon. Die Hinkle wollen ganz unbedingt 3, aber nicht mit mir. Ich glaube, Mani ist jetzt den ganzen Tag beim Sport. Das heißt, die kriege ich heute nicht. Aber da ich jetzt einen ganzen Aufnahmetag sozusagen mit mehreren Episoden wieder vor mir habe, ist es leider auch etwas zu spät, dass ihr schon Name einbringen könnt. Aber ihr dürft selbstverständlich kommentieren, wenn ihr wollt. Spätere Tiere werden dann so genannt. Das ist absolut kein Thema. Die Namen, die mir gefallen, die nehme ich dann auch sehr gern für die Tiere. Nur, wie gesagt, bedenke, es sind weibliche Nutztiere, deswegen geben am besten weibliche Namen ab. Ihr persönlich wäre es ja am liebsten, wenn es Pelzernamen wären. Aber gebt mir einfach Bescheid. Ich freue mich über jeden Namensvorschlag, wenn es auf was total abgedrehtes ist, wie so ein mittelalterlicher Name oder so. Als hätte mit sowas wie Froschhilde oder so. Das ist mit Abstand der geilste mittelalterliche Frauenname überhaupt. Froschhilde. Aber wie gesagt, wenn ihr einen schönen Namen parat habt, gebt mir Bescheid. Lasst es mich wissen. Und die abgedrehteste Name gewinnen dann und ich benenne die Tiere dann so. So, da. Ihr sollt ja auch integriert werden. Das war ja auch Absicht bei dem Let's Play.
dass ich schon bewusst gesagt habe, dass ihr in dem Let's Play viel beteiligt seid. Und für solche Entscheidungen mache ich das doch selbstverständlich auch gern, dass ihr als Zuschauer dann entscheidet dürft, wie die Tiere hießen. Hätte ich vielleicht früher schon sagen sollen. Ah, jetzt geht die Musik wieder von vorne los. Ah, schön. So, da wären wir heute aber relativ früh fertig mit dem Gießer. Apropos abgedrehte Namen, das muss ich ja auch mal sagen. Ich fahre einen Suzuki Swift, einen schwarzer, den ich mal gebraucht gekauft habe. Und im Lab ist es halt so, dass man dann halt immer sagt, wenn man irgendwo anreist, ja, ich bin mit dem Pferd da oder ich bin mit der Kutsche angekommen. Und der, mit dem ich ursprünglich gelabt habe, mit dem habe ich immer gesagt, wir sind mit dem Ochsekarre angekommen, unsere Charaktere, weil das halt ein etwas älteres Auto war. Haben wir dann immer gesagt, das ist der Ochsekarre. Und ja, Moment, gerade mal wegen Mais gucken. Ja, haben wir alles. Und seitdem ich mein eigenes Auto habe, was halt ein cleverer ist, sage ich halt, dass es ein kleiner Maulesel ist. Und das braucht natürlich auch einen Namen. Wenn es ein Tier ist, braucht es einen Namen, ist ja logisch. Und deswegen habe ich mein Auto Giselbert genannt, was mir auch von einem Labkumpel gesagt wurde. Weil das auch so ein abgedrehter Name ist, dass ich gesagt habe, ja, so muss das Auto heißen. Und so hieß dann auch das Maultier, auf dem meinem Charakter im Lab dann hypothetisch reitet. Und ja, deswegen Giselbert fand ich großartig. Da habe ich damals auf Facebook auf meiner Seite so Umfrage gestartet, wie mein Auto heißen soll. Der abgedrehteste mitteleuropäische bzw. nordische Name gewinnt. Und Giselbert fand ich einfach so geil, dass das musste sein. So, ist das eine neue Quest? Forellenbarsch will einer. Okay. Was gibt's an dem Müll? Mal gucken. Ah, da schwächt die Zeitung. Sehr luxuriös. Stäh wollte ich noch brechen. Genau. Darf ich nicht vergessen. Aber hin und wieder lohnt es sich auch mal hier wieder zu sammeln. Weil auch hier mal was Gutes steckt. Und ja. Hin und wieder findet man einmal ein verlorenes Buch am Strand, wie im richtigen Leben halt. Genau so. Direkt aus dem Leben gegriffen. Gut, die Koralle nehmen wir mal mit. Okay. Kann man ja auch wieder da ja verkaufen. Und ansonsten für Stäbbrecher würde ich sagen, gehen wir dafür auf jeden Fall mal in die Mine rein. Ein bisschen Energie haben wir ja noch. Das füllen wir am besten dann auf, wenn wir wirklich schon in der Mine drin sind. So, da. Aber ich merke eigentlich schon, ich habe relativ viele Felder schon dafür, dass ich in meinem ersten Jahr bin und noch kein Energie-Upgrade erhalten habe, bin ich eigentlich schon mit verdammt viele Felder dabei. So viel, wie meine Energie eigentlich hergibt. Deswegen möchte ich auch derzeit nicht expandieren, um ehrlich zu sein. Ich sollte mir auch in Gedanken behalten, dass ich kurz vor Sommer nicht nochmal alles rausschmeiße an Geld, damit es einfach mal Sommersaat reicht. Hi Abby, wie geht's dir dann? Die Luft ist der ganze Zimmer durchzogen von Honig und Nektar, mir ist schon fast schwindelig. Ups, Entschuldigung, ich wollte nicht hier auf die Birnen hauen. Das war keine Absicht. Ich wollte mit Rechtsklick eigentlich nur auf den Dialog gehen, aber weil die Leute meistens zweimal hintereinander was sagen, aber jetzt habe ich auch halt Bud Spencer Gedächtnisschlag, aber schade drum. Ah, Moment. Ich kann ja gar nicht reingehen. Ich habe ja noch gar nicht mal Spitzhack, ich Eumel. Nein, und der Clint hat auch zu. Oh, halt verpeile ich alles, ich Dummkopf. Okay, dann machen wir wenigstens den Stumpf noch weg. Also heute verpeile ich echt alles. Dabei ist der letzte Aufnahmetag erst 2 Tage her. Das ist schon schlimm. Meine Fresse. Na gut, dann nutzen wir halt wenigstens das noch, um hier noch ein bisschen Holz zu hacken. Also manchmal kann ich echt ein absoluter Oberverpeilos sein, jetzt mal ohne Scheiß. So, hier mähen wir mal einfach mal verummes Gras. Und morgen gehen wir mal auf jeden Fall zum Clint wegen unserer Spitzhacke, die ich natürlich noch drin habe. Ich depp. Und ja, dann geben wir dem Willi noch ein Geschenk und gucken, dass wir auf jeden Fall an Städtra kommen. So, 11er. Ja, das wird nämlich reicher. Aber für so kleine reicht es auf jeden Fall noch. So. Ja, 10er. Aller Hopf, das wird heute wahrscheinlich eine relativ kurze Episode, weil wenn ich nicht wirklich was zu tun habe, ist schon etwas schade. Und da meine Energie immer sehr schnell verschwendet ist, wäre es wirklich gar nicht mal so verkehrt,
wenn ich dann mal auch wirklich demnächst eine Sternefallfrucht abkriegt. Ich glaube, beim großen Jahrmarkt ist es dann möglich. Da muss ich aber sehr lang für Preise arbeiten, damit ich solche Marke krieg und mir dort damit dann eine Sternefallfrucht kaufen kann. Aber ich denke, das wäre nicht schlecht. Das wäre vielleicht sogar wirklich angebracht, das zu machen. Möglicherweise sogar offscreen. Einfach nur, damit ich da nicht allzu viel Zeit damit verbrot und ihr auch noch seht, wie ich da zu einer Sternefallfrucht käme. Ich glaube aber, das ist beim Erntefest erst im Herbst möglich. So, da Leute, jetzt haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Holz gehackt. 84, ach du Scheiße, ja, das 50%, 50% Mehrwert scheint sich wirklich darauf bezogen zu haben, dass man 50% mehr Holz kriegt. Alter Falter, schlag doch alles zusammen, Ackermann. So, helles Bier haben wir auch hier wieder, sehr schön. Dann machen wir jetzt mal was. Wir nehmen mal einfach eine Blaubeer und schmeißen mal die Blaubeer da rein. Dann kann ich euch das nämlich auch zeigen, dass es Blaubeerwein gibt. So, jetzt gucke ich aber nochmal persönlich, was wir hier noch basteln können. Da könnte man theoretisch noch eins machen. Da könnte man theoretisch auch noch eins machen. Hätte ich doch noch Eisen. Aber ich glaube, ich habe kein Eisen mehr. Ja, fehlt mal noch ein Eisenerz dafür. Das ist etwas schade. Warte mal, aber Kupfer kann ich zumindest noch einer schmelzen. Das könnte ich zumindest noch machen. Da können wir noch ganz kurz gucken, was noch möglich wäre. Kupfer und Eisen, ne, das ist leider nicht. Das ist leider auch nicht drin. Die Käsepresse. Das wäre auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. 45, 5, na, das braucht Stähe. Das braucht Stähe. Haben wir überhaupt noch Stähe? Ja, toll. Die bringen uns leider überhaupt nichts. Aber wir können damit auf jeden Fall schon mal einen Städtzaun starten. Und damit kann das hier wieder rein. Das machen wir erstmal durch, bis wir wirklich alles haben dafür. Ansonsten, der Zapfe wieder rein. Die Fasern rein. Das Holz kommt rein. Die Zeitung. Ja, Leberwurst ist ja gut. Denn der Qualitätsdünger können wir auf jeden Fall auch noch herstellen. Der kommt da, ne, der Qualitätsstift. Ich will immer Qualitätssache, warum auch immer. So, warte mal, da können wir auch noch was draus basteln. Zack, und wuppdidu. Ich glaube, das war's jetzt eigentlich auch mal mit genug von dem Zeug. Dann das Bier verkaufen wir, die Mayo, ach, und die Koralle kommen ach hier rein. Der Müsli-Riegel kommt dort hier. Tja, dann sollten wir morgen Willi was zum Geburtstag schenken. Wir sollten unser Spitzhacker abholen. Wir sollten eine Kuh kaufen. Also für die nächste Episode habe ich auf jeden Fall genug zu tun. Und mit dem 3 Heu habe ich auch das Verheit eigentlich schon erfüllt. Wenn ich dann schon hier bin, kann ich auch gleich bei der Gelegenheit, kann ich da schon ein bisschen was anlegen für meine Kühe. Weil 2 Stück möchte ich auf jeden Fall kaufen. Da haben wir da schon mal vorgesorgt. So, du kommst mit, du Kupferino. Du kommst hier in die Kiste, wo du hingehörst. Und da müssen wir eigentlich nichts machen. Noch 3 Tage kommt da eigentlich schon von selber was. So, okay. Da würde ich sagen, ihr liebe Leute, das war sogar schon wirklich für heute. Ups, erstmal der Hund verprügelt, wie sie das gehört, ne? Ach du Scheiße, was ein Arschloch. Im Holz haben wir erstmal um Hund aufs Kreuz gekloppt, was ein Drecksau. Okay, dann hätte ich aber sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Und bitte nicht Peter Bescheid geben, dass ich hier der Hund gekloppt habe, sonst hängt mir der Peter an der Backe wie der Buckel auf der Großmutter. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.